Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, letzte Samstag haben wir das Jubiläum begangen von der Kommemoration, den Tag, wo auch die Letztebäuer an der vielen Aussprachen auf nationalem und auf lokalem Plan als daran erinnert gehen. Mit einer dunklen Zeit, von einem dunklen Kapitel von Lützeburg. Das daran erinnert gehen, und das war von 1939 bis 1945 in Lützeburg Schloss war, das daran erinnert gehen, wo Leute von Lützeburg auch müssen fortlaufen, weil sie hier am Land überfallen sind, weil hier am Land einer Leute sich niedergelassen. Auf viele Leute, auch bei Bannen, denn ihr Eltern oder Großeltern waren dabei, wie sie 1940 müssen fortlaufen. Und noch viele Leute bei Bannen kennen da, die fortgelaufen sind. Sie haben das hier am Land selber, wo sie evakuiert sind. Sie haben das, wo sie in Frankreich evakuiert sind oder auf solchen Plätzen, für auch da können, die Hoffnung war auf alle Fall damals da, besser können sie leben, weil der Feind noch nicht so weit vormarschiert war. Viele Leute von denen waren noch an einer komisch also schlecht Wort, waren noch an anderen Umständen. Als sie hier fortgelaufen sind in Lützeburg, als sie in Frankreich, haben sie müssen an der Fremd, hier kann er auf die Welt setzen, aber waren froh, da die Hilfe gekriegt zu haben, die nötig war. Und sie waren auch froh, für die Unterstützung gekriegt zu haben an der Fremd. Wir können an menschenwürdigen Konditionen hier neu geboren eine Zukunft können zu gehen, also gehofft, auf der Platz, wo sie sich niedergelassen wird, dass du hier kannst oder hier kannst, kann er eine Zukunft werden haben. An alles das sollen wir immer mit an Diskussion dranholen, wenn wir heute von den Flüchtlingen diskutieren, weil so wie mehr nicht freiwillig fortgelaufen sind oder als Vorgänger 1939 respektive 40, so sind noch die Leute hier nicht freiwillig fortgelaufen, weil sie gemeint haben, heute wäre ein bisschen mehr schön und wir wären alle gut mehr flott oder alle gut hätten wir mehr schön leben, wie sie nicht da sind sie fortgelaufen, aber sie sind fortgelaufen, weil sie keine Perspektive mehr an ihre jeweiligen Länder gesehen. Und dafür will ich auch von dieser Gelegenheit direkt am Anfang einen großen Respekt ausdrücken vis-à-vis von den Mitarbeiterinnen von den Staatsgemengen, die letzten Wochen eine enorme Arbeit geleistet haben, für das können zu bewältigen, was dabei zukommen ist. Ich will eine große Merci sagen den Assoziationen, an all denen vielen Benevolen, und die es nicht möglich gewesen wäre, den Undrang, den da war, von Flüchtlingen für den an einer ordentlichen Manier können zu meistern, dafür ein großer Respekt und alle guten die Leute, die da im Terrain daran nicht aktiv waren, ob das, wie gesagt, öffentliche Leute waren, ob das Privatleute waren, ob das Vereine waren, alle guten denen Leute als ein echter Respekt. Und ich will auch da sagen, auch das möchte ich den Hofrisch als Nation für können zu sagen, Lützeburg konnte helfen, und Lützeburg wird auch da vieles machen. Der Herr Präsident, der Damen und Herren, Flüchtlingskrise ist eine enorme Herausforderung für Lützeburg, für Europa, aber auch für das ganze Welt. Aber wenn wir von der Flüchtlingskrise schwätzen, und der Premier hat schon verschiedene Punkte noch strach, so ist es doch wichtig, dass wir humanitär den Flüchtlingen helfen. Es ist aber auch wichtig, dass wir etwas holen, kein Grund übel, dass sie überhaupt dazu kennt. Und das ist von den wichtigsten Punkten, die es gibt, muss ich das machen, mit der wir an dem ganzen Ansatz, die bringt, für die Flüchtlinge zu helfen, auch das nicht vergessen. Und ich hatte eine Reportage von einem Sommet, wo von den Staats- und Regierungschefen gesagt hat, ja, wir waren vielleicht zu viel, die letzte meint, mit einem anderen Problem, mit der griechischen Finanzkrise beschäftigt, dass man das hier nicht tun, gesehen dabei zukommen. Und dafür, meine Damen und Herren, liebe Freunde, sollen wir alle zusammen, die 28 Länder der Europäischen Union, aber nicht allein sie, auch alles machen für die Tiefel und der Wurzel zu holen, und noch an den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, dafür zu sorgen, dass die Konditionen für dort zu leben lebenswert gehen, und dass es doch wichtig ist, dass es da abhält, man kriegt, so wie mehr
6 Jahre gebraucht und dass der Krieg High River war, wo man auch Hölle von anderen Ländern kriegt und für das können zu bewältigen, so ist es doch wichtig, Lodo, die Kunden zuzudrehen, an denen Ländern zu helfen, dass auch sie können nach Frieden und nach Freiheit leben. Und ich meine, dass es auch da Unterschiede gibt. Es muss in das gucken, was der Syrien las ist. Es muss gucken, was am Libanon und der Jordanien las ist. Das ist eine andere Situation wie die an Eritrea. Ja, wenn ich gucke an Eritrea, sind die Länder rundherum, da kommen nicht viele Flüchtlinge. Weil das ist echt ein landesinterne Problem. Wo schon ein Diktator seit Jahrzehnten da sitzt, an den Problemen hat mit all dem, was Freiheit bedeutet. Da sind da muss nicht das drin gehen, wie alles das, was am Nahen Osten ist. Aber das ist doch da wichtig ist, dass wir zusammen mit den 21 mit den anderen Partnern, da muss ich viel gehen. Und da können eine ganz große Bedeutung, und das ist nicht mehr möglich, weil noch die Amerikaner an Russen mitmachen an dem ganzen Prozess, weil es sonst nicht möglich sein, weil entschuldigt von der Staatlose so, und das soll keine Kritik und nicht denken, sie mit 1000 Verteidigungspolitik an der Europäischen Union, als noch nicht auf dem Niveau kommen, dass mehr die da Sachen können allein meistern, ohne Hilfe und ohne die Unterstützung von den Amerikanern noch wissen, dass auch die Russen müssen mal an Bord sein, weil sonst werden wir das Problem nicht können gelöst gehen. Es ist dafür wichtig, dass wir in Europa eine Außensicherheit und Verteidigungspolitik kreieren, die doch fertig bringt, als Außengrenzen von der Europäischen Union zu stabilisieren, aber wo doch wichtig ist, und das muss ich definieren, überall mit den selben Maßnahmen vorzugehen. Weil das ist besonders das, ob man auf der großen Grenze an Bulgarien, die haben mit der Türkei, muss man vielleicht auch nicht dafür vorgehen, weil auf anderen Außengrenzen, und da sind das auch alle Chaos dementsprechend, muss aufpassen, an nicht all Land. Also so abgestaltet, für auch seine Grenzen können dementsprechend aufzusichern, wie wichtig wir das können zu machen, weil Pikeschen droht, wie verschiedene Länder das gesehen, da das nicht der Weg, der mehr als der richtige nur gesehen, muss ich schon wissen, dass so immer eine humanitäre Situation durch einen rustigt und kann nicht sehen, dass in da mit Wasserwerfer a Pikeschen Droht bleibt durchgeht. Eine bessere Kontrolle von der Außengrenze von der Europäischen Union ist unerlässlich, und eine bessere Kontrolle muss auch möglich sein, auch innerhalb des Schengen-Raums. Weil auch am Schengen-Raum, an der Rest von der Europäischen Union, sind noch zwei verschiedene Kriterien. Und auch da ist es wichtig, und ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefen, wie auch hier Außen- und Innenminister am Conseil die nötigen Decisionen holen, für das auch können zu machen. Wir müssen aber auch den Ländern helfen. Helfen dem Libanon, der Türkei, Jordanien. Den Sommet vom 23. September hat ja schon Decisionen geholt, für diese Länder finanziell in die Arme zu greifen, für das auch sie Möglichkeit haben, zu helfen, gerade als Notbeschländer für Syrien ist das ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, und das ist auch schon für drin gesagt gehen, dass wir es fertig bringen, die Hotspots endlich auch können zu installieren, auch wohl wissend, dass das ein großes Höllefeld sind, aber auch nicht Lösung von allen Problemen. Weil es noch nicht mehr spät wie letzte Woche an einer Diskussion leider ist bestätigt, dass da, wo Flüchtlinge nur kommen, dass sie da mal hier dummen und Makadam oder in der Mauer so abrappen, für das hier Fangerauftrag nicht mehr erkenntlich sind. Weil sie dann auch immer Möglichkeiten haben, für weiterzukommen. Weil die Leute die nicht richtig verstehen, für wer hier Fangerauftrag geholt gehen. Die eng verstehen. Medianer, die können sich aber auch erinnern, dass man ihre Fangerauftrag an ihre Länder gemerkt gehen hast, aber was Ränge Gefahren sie sich ausgesagt haben, wenn hier Fangerauftrag irgendwo wären. Das soll ihnen auch psychologisch nicht aus dem Kopf verlieren, weil auch da Leute hier Bedenken haben, was da alles kann geschehen. Dafür ist es wichtig, dass wir die Installationen kreieren, dass das möglichst sehr operationell ist, aber das wird aber auch nicht die Lösung von allen Problemen sein. Und dann ist es doch wichtig, und da meine ich, da kann auch Lützeburg
houfrestrop sinn, weil mehr die Kriterien erfüllen, dass die Europäische Union doch muss fertigspringen die 0,7% für seiner Wirtschaftsleistung, die versprach gehen als an Kooperation zu investieren, dass auch das geschieht, wenn man in den Bilan guckt von der Europäischen Kommission, das war in 2013 für die ganze Europäische Union 0,43%, das heißt rund doppelt so viel Fusionen muss die Europäische Union abbringen, für einen Kader von der Entwicklungshilfepolitik können zu helfen, für auch denen Leute, die Hilfe auf der Platz können zukommen zu lassen, weil da sie doch an ihren Gegenden und an ihren, da wo sie wohnen, dass auch doch eine Lebenserwartung haben, die mir lang ist, die mir groß ist, und das doch für sie wichtig ist, für da können leben zu bleiben und dass sie nicht mit allen Mitteln fortfallen. Und da meine ich, kommen noch ganz große Herausforderungen, ob du noch so, und noch die Nachhaltigkeit Summe, als da eine ganz große Priorität. Das muss alles da machen, für damit können zu bekämpfen, weil nicht nur den Krieg an Terror, aber auch damit als von den Fluchtursachen, die es gibt, aber wir müssen helfen, als Lützeburger Land alles zu machen, für denen längeren Perspektiven zu gehen, weil die Fluchtursache als den absolute Misere, den die Leute auf den dort Plätzen erleben. Und da setzen wir schon eine ganz große Erwartung an die Klimakonferenz im November zu Paris, weil auch da müssen die Decisionen holen, für das wir es fertig bringen, der Erderwärmung entgegenzuhalten, weil auch das wichtig ist, dass die Länder Perspektiven haben, für sich auch können selber zu ernähren, aber wir das nicht fertig bringen, aber wir da nicht die Ziele können festhalten, die wir brauchen, sollen wir uns alle gute gehen, nicht viel machen, da wird man doch nicht fertig bringen, die Flüchtlingskrisen können ein zu bewältigen. Es ist auch wichtig, dass wir in Europa von Asylprozeduren schwätzen, dass wir an dieselbe Prozeduren kommen. Dass es nicht kann einer Prozeduren gehen zu Lützeburg, wie in Deutschland, wie in Frankreich, wie in Italien, wie in Griechenland, und dass es doch, wenn ich von den Prozeduren schwätzt, auch die Leistungen jeweilig müssen angepasst sein, und dass es doch nicht gut ist, wenn ein oder das Land allein gehen möchte, aber das da muss sich aufgeschwert gehen. Das auch muss bekannt gehen, welche Möglichkeiten da bestehen, weil das sonst ein falsches Signal wäre nach außen und das wäre auch nicht gut für die Leute da falsch Hoffnungen zu machen und zu so, wenn es dann dem Land passt, kriegst du so viel, wenn es dann dem Land passt, kriegst du so viele Schmengen. Auch das wäre nicht gut, und es sind auch da zuversichtlich, dass Staatsamt Regierungschefen da DW-Werte fanden, für sich auch da können aufzuschwätzen, für dass es da nicht zu großen Unterschiede könnt, weil da doch einer Probleme Wert mitzubringen. Die Damen und Herren, liebe Freunde, das ist zum internationalen Kontext. Muss ich aber auch gucken am nationalen Kontext. Am nationalen Kontext hat Lützeburg den Moment so viele Flüchtlinge abzuholen, wie es früher nicht gekannt hat. Die Verein spitzt auch schon 4 Jahre, wir haben aber nicht so lange angehalten. Und da ist es wichtig, dass wir die Prozeduren ändern. Und da ist ja auch der Justizminister Menden an der zuständigen Kommission für zu sagen, dass wir werden probieren, die Prozeduren zu ändern, was doch wichtig ist, weil es nicht gut ist, wenn die Prozeduren viel zu viel lang dauern. Schmengen, wenn den hört, 3, 4, 5 Jahre, werden Leute drauf, das ist nicht seriös. Und da muss man alles machen für das andere. Und da muss ich sich auch vorstellen, ob ich nicht muss darüber nachdenken, ob ich nicht eine Legalisierung muss machen. Das Leute, die x Jahre, ich will auch kein Datum nennen, hier am Land sind, wo ich kann schon 7 Jahre hier an die Schule gegangen sind, ob ich da nicht muss so, nur muss Schluss sein. Und all die Leute, die in dem Moment hier am Land sind, und man dann nicht sieht, ab dem Datum X, als mit denen Dossier fertig. Weil das werden die Teams, die da leihen nach verschiedenen Verwaltungen, auch nie raufgehen, und auch das sollen am Kopf behalten. Ich weiß, dass ich keine große Diskussion soll darüber führen, weil wenn wir hier ein Datum avancieren, da werden da ganz viel rückwirkend auf den Datum hier am Land sind. Wir sollen aber auch da das nicht aus dem Ohr verlieren, dass es doch da wichtig ist, etwas zu machen. Muss ja noch gleichzeitig verschiedene Services abstocken. Der Staatsminister hat es gesagt. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, wenn die Präsidenz ausläuft, wo ja viele Leute, die bewiesen haben an der Präsidenz, dass Martina Lazars zu drauf haben, für die auch noch können,
mat einer Verträge auch zu beschäftigen op den jeweiligen Plätzen, die auch wissen, wie Prozedure laufen, an die auch wissen, dadurch, dass sie ma Außenminister an der Scheikonsei an op den einzelnen Plätzen waren, wie dat für Statten geht, dass die Leute auch können direkt angesagt gehen, auch dat muss möglich sein, dass in die Leute kann zurückgreifen, weil dat wären die Leute, die auch die nötige Qualifikation haben. Muss ich noch ein großes Kompliment machen und Gemengen. Gemengen, die massiv mat geschafft hun, für de Problem können ze helfen. Am englisch wo doch wichtig ist, dass auch die Gemengen, wo sie lo wissen, dass an eng rechter Vers Leute hun in einer Gemengen, die wissen, dass an der zweiter Vers müssen bei die Leute bei hinnen in der Dachboot gehen, dass sie auch weiss, was bedeutet das an die jeweiligen Opfangstrukturen, was bedeutet das für meine Schule, was bedeutet das für mein Sozialleben an der Gemeng, dat geht net denen, die kann er mal an Schuld zuelen, fir de recht Mämer neicht mat innen, dat es doch do wichtig ist, dass der Staat Gemenge daran unterstützt, an dort zu summen, wat der Gemenge guckt, fir die Lesungen zu fannen. Weil net allgemeng als selwischt, an net allgemeng huet dieselbe Möglichkeiten wie Diana, dass es do wichtig ist, mat den Gemengen zu diskutieren, an do Akkoren zu machen, wie die Gemengen op dem jeweiligen Punkt können geholfen kriegen. Aber man so das Spruch, ein ganz wichtiger Faktor als von der Integration. So ist aber auch wichtig, kulturell, an Gegebenheiten vom Land, den Flüchtlingen, die bei uns kommen, denen das vorzustellen. Wir hatten nicht dumm einfach, oder nicht mehr als 4 Fähre, die bis an Frankreich fortgelaufen sind. Da wäre kein so ein großes Unterschied am Kulturellen, dass es doch wichtig ist, dass man den Leuten, den Flüchtlingen, die hinkommen, auch erklären, was Philosophie heute in Lützeburg ist, und wie Lützeburg funktioniert, weil es doch so wichtig ist für sie, dass sie wissen, was auf sie zukommt und was geschieht. Aber wenn wir schwätzen von der Integration Arbeitsmarkt und auch Wohnungsmarkt, so ist es doch wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Gemeinsam mit den Flüchtlingen, aber auch gemeinsam mit den Leuten heute in Lützeburg, die selber Probleme haben, für das es da nicht zu irgendeinem Missmut kommt. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir da gemeinsam gucken, das Problem von den Wohnungen und die Situation am Arbeitsmarkt zu festzustellen und auch da gemeinsam Wert zu sichern, für Leute Beschäftigung zu kriegen. Und eine von den größten Herausforderungen, die da auf zukommen. Bei verschiedenen Ländern wissen wir, was die Qualifikationen wert sind, die Leute mitbringen. Wir Berner nicht, ich meine, das ist doch da, ob die Gesellschaft die großen Probleme an eine große Herausforderung zukommt, für zu wissen, was sind die Diplome wert, wenn sie Diplome mitbringen tun. Ich meine, wenn auf der Flur da ist, das nicht das echt, wenn er mithält, das ist die Kopie von seinem Diplom, mit den anderen Prioritäten, dass doch da Herausforderungen ob es werden zukommen, für zu wissen, was ist das, was die Leute gelehrt tun, was bedeutet das, was die Leute gelehrt tun. Bei einem Ingenieur ist es vielleicht mehr einfach festzustellen wie bei einem Mediziner. Und ich kann mich erinnern, wie an den 60er oder an den 70er Jahren Doktoren aus dem damaligen Ostblock kommen sind, da waren noch am Anfang Schwierigkeiten. Wir können zu definieren, was die Diplome von denen Leuten wert sind, mit denen sie brüten. Und ich meine, muss ich noch das nicht vergessen und aus nachverlieren, auch wenn das im Moment weiter weg ist. Wir sollen aber die Sachen mal dranholen, weil das auch ganz wichtig ist. Ich will aber zum Schluss von meiner Intervention noch etwas zu schwätzen kommen, wo es wichtig ist, dass ich das auch nicht aus den A verliert. Und das ist das, wenn wir schwätzen von Integration. Da muss ich noch wissen, wer die Rolle von der Frau heute in Lützeburg ist. Und heute Morgen hat die Chancengleichheitskommission lange darüber debattiert, über was Frauen an der Politik sollen machen. Da muss ich noch darüber schwätzen, was der Wert von der Frau ist. Und auch da gibt es Unterschiede an der Auffassung, und auch da ist es wichtig, den Leuten zu erklären, dass wir vielleicht eine andere Stelle wert tun von der Frau, und dass es doch bei uns wichtig ist, sich mit den Leuten darüber zu konfrontieren und mit den Leuten zu diskutieren. Dass das nicht der nächste Punkt ist, wenn sie kommen, weil das aber auch von den Punkten muss sein, für das zu sagen. Der nächste Punkt ist den, und darüber dem Kamm an den Bauch, voll für mal ganz am Minute zu schwätzen, aber auch da noch muss ich über die kulturellen Aspekte schwätzen. Und noch von der Schweiz, dass vielleicht, wenn wir da mal Riffel holen, so nicht aber da reinkriegen, das ist nicht normal, dass Frauen nicht dürfen nach Schuss durch Gitter in einem Stück Stoff verstopft zu Nahen rausgucken. Und ich fand das nicht normal, und ich bleibe da dabei,
dass ich dat net gut fanden, wie die Leute mat der Burg rundremläfen an ich wiederhole net nach enkeier. Da soll als Letzteburg überlegen wie groß Nopeschland für Frankreich zu erwähnen, ob es nicht heim ist, auch als Letzteburg dazu kommen, dass es verboten ist, sich zu vermummen. Schüler nicht wir kein Hai am Land, hun ich op enger Medienanstalt heieren, dat giwe die überhaupt nicht gehen, für überhaupt kein Besuch, als Letzteburg hast doch kein Problem, so Gesetz zu machen. Da steuert ja kein Stunden, weil ja bislo kein doof war. Ich kann erst so in het op alle Fall für verschiedene Gegenden vom Land, die wären aber froh, wann het kommen, weil du hast der Realität. Der Damen und Herren, Freunde, ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir das zu Summen gehen. Nicht als Opposition an Majorität, nicht als Blau, Rot, Grün oder Mauve, aber dass wir das gehen, zu Summen als Letzteburg für denen Leute, die einer auf Letzteburg zu kommen, zu weisen, dass wir zu Summen können packen, zu Summen zu Letzteburg, mehr länger als Letzteburg packen wir doch nicht, dass es doch nicht mehr geht, zu Summen am europäischen Kontext. Und das doch so wichtig ist, dass wenn in dort zu etwas steht, aber wenn in dort zu seinem Ersatz steht, dass doch muss möglich sein, dass Schnittverein kann mit dazu beitragen, dass wir das Problem von der Flüchtlingen und dann noch von der Integration fertig bringen, mit das auch immer muss bleiben, dass den einer respektiert und dass von den eine Hand ausstreckt, dass in die Hand dann noch muss geholt kriegen und nicht die Land links leien lässt. Das ist so, Herr Schwimmels, merci. Merci auch dem Herrn Spautz.